Und damit ein ganz herzliches Willkommen aus Berlin zu Tag 2. Es ist Freitag und weiss nicht, was wir heute machen. So, ich surprise mich halt mit selber. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt mein schönes Tee gemacht von gestern. Ich mache mir heute noch eins, bis morgen. Auf jeden Fall, ja, suche mir jetzt Sachen raus, die ich machen kann. Ja, zum Beispiel auf meinem wunderschönen Telefon. Genau, das wir heute sicher werden machen. Auf jeden Fall gehen wir das Brandenburger Polo anschauen. Wir gehen die Insta Gallery anschauen, sicher. Und am Nachmittag sicher den Tempelhof, wenn das Tempelhof fällt. Oh ja. Ich hab Bock. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen ausgechillt mit meinem schönen Tee hier. Es ist arschkalt eigentlich, ich sage gerade, voll der Vibes, I guess. Also, prinzipiell habe ich jetzt gesehen, dass ich wahrscheinlich eher shoppen heute. Und ich sollte noch eine Festplatte haben. Und heute hat er sicher noch eine gemacht. Darum habe ich mir überlegt eigentlich. Das habe ich mir überlegt, eigentlich nicht wirklich viel. Dass ich mich jetzt einmal auf den Weg mache. Egal, auf jeden Fall. Ja, let's do it, I guess. Ich melde mich auch immer zu Wort. Ich bin lost, so wie immer. Und jetzt gehen wir dann noch die Insta Gallery suchen. Und schauen, was es noch gibt. Und es hat sich von Menschen irgendwie. Naja, ich habe es mal geschafft, irgendwie noch irgendwo herzukommen. Noch langsam habe ich Hunger. Let's go to the Mall of Berlin, hätte ich gesagt. Ich bin jetzt zurück in der Schweiz wie ein Schwein gefühlt. Aber wir sind schon fast wieder zurück, wo wir her müssen. At a slow pace, but we are getting there. Als draussen jetzt vorher ein bisschen anfangen zu nieseln. Es hat regnen und es ist echt noch ein bisschen Tröpfen. Da, das ist nicht so toll. Aber ich habe Box jetzt gehabt, ein bisschen mein Zeug, das ich mir heute gekauft habe, Mall of Berlin, wo ich bin. Als allererstes habe ich den Mantel, den ich schon hatte. Von Zara war übrigens die beste Investition in meinem Leben. Nein, das können wir an. Wir fangen mal an. Und zwar, ich bin tolles Trick gesehen. Keine gesponserte Werbung übrigens von irgendetwas, alles selber gekauft mit meinem eigenen Geld. Also angefangen, ich habe mir ein T-Shirt gekauft und es hat so eine wunderschöne Oberfläche. Man kennt es gar nicht so gut, aber es sieht schön. Ich finde die Farbe mega schön. Das ist mal Nummer 1. Das zweite, was ich gekauft habe, ist ein wunderschöner sandfarbiger Pulli. Dann war ich in Saturn und habe mir einen USB-Stick gekauft mit 128 GB als Speicher. Das ist mal das. Nein. Ja, kommen wir jetzt zum Größten, zum Elefant. Zum Elefant im Raum. So ist es richtig. Das ist ein Concorde. Ich bin mega happy mit dem Purchase, weil ich habe schon lange darüber nachgedacht, die blöde Concorde zu holen. Ich habe es mitgemacht, jetzt habe ich sie. Das ist toll. Ist aber sehr geil, ich habe Freude an meiner blöden Concorde. Also sie ist nicht blöd, sie ist wirklich nicht blöd, sie ist echt mega toll, Concorde. Die hat definitiv wahrscheinlich nicht Platz im Koffer, so wenn ich es mit der Verpackung nehme. Aber es ist echt leider Verpackung gefault, das tut jetzt schon weh. Egal, Sachen gibt's. Ja, also ihr habt es einmal geschafft. Wir sind jetzt in weiss nicht wo. Und wir laufen jetzt zum alten Tempelhofer Flughafen. Ich freue mich schon, weil me as an aviation geek kind of muss ich das gesehen haben.
Oh, leck du mir. The woman was too stunned to speak. Da ist er ja schon. Wow. Das Teil ist ja richtig fett. Das Ding da hier. Also Sonne geht langsam mit Sonne. Wir sind jetzt auf dem Flughafe Tempelhof. Aber es ist great hier zu sein. Dort hinten, also hier angefangen. Und hier auch aufgehört. Ist der Flughafe Tegel von damals. Er ist riesig, er ist massiv. Jetzt sind wir auf dem Rollfeld, wo damals Flugzeuge gestartet sind. Man sieht Marschierungen und alles am Boden. Das ist auch das Interessante daran. Das ist eine hohe Freude, wirklich. Not gonna lie. Ich habe sogar recht, also es ist der Douglas C-74. Der ist schon auf dem Runway. Es ist weird. Es ist weird, auf einem Runway zu stehen, wo einmal wirklich Flugzeuge abgehoben haben, wo sie gelandet sind. Und da gibt es zwei Kameras dabei. Eine mit einem Teleobjektiv und eine mit einem Weitwinkel. Wir können sich sonst nicht hätte gesagt. Sie sind eben proven sein, was ich hier erkläre. Aber hier hinten, hier, fängt echt der Runway an. Hier sollte sich beschleunigen laut mir. Hier ist Markierung, das heisst 11 left, 09. Also das ist Runway 09 left. Laut meines Wissens nach. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und ja, weiss, es sieht von uns ein bisschen wie ein Schwanz. Sachen gibt es, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier continuen, auf der Mitte von diesem Runway, hier. Hier fängt die Mittellinie an. Fuck, hier. Auf jeden Fall, er ist, glaube ich, kürzer. Ich muss es ganz ehrlich kurz einfügen, an dieser Stelle, ob er wirklich kürzer ist oder nicht. Und ich sehe, dahinter steht noch ein Flugzeug. Aber dahinter natürlich der Taxiway ist, habe ich das Gefühl, dass hier in dem Sinn die Metal Birds damals abgehoben sind. Wenn ich ein paar technische Daten zu diesem wunderschönen Metalbird dahinter. Mit der Registration. Das Modell Nord 262 aka in der französischen Wort nicht aussprechen. Der erste Flug war im Dezember 2062. Das ist ja schon lange her. Von Nord Aviation habe ich 29 Passagiere in so einem kleinen Scheißding. Ist schon impressive. Jetzt haben wir Turboprop Engines. Die Höchstgeschwindigkeit ist tatsächlich sehr tief im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Die Flughöhe auch. All das in dem Sinn. Aber es ist relativ klein, das blöde Ding. Es ist interesting. Von dem her gesehen, das Ding. Es ist nicht mehr so gross, to be honest. Aber es ist ein bisschen sehr viel. Jetzt haben wir sehr viel gelernt, I guess. Noch kurz als kurzer Zurückblick. Flughafe Tempelhof als ganzes Ding auf dem Taxiway gesehen. Und jetzt geht es wieder zurück ins Hotel, weil die Sonne ist langsam weg. Es wird relativ dunkel in dieser Zeit. Naja. Jetzt steht es auf der Fernsehen. Tja, und da sind wir wieder back in my hotel room. What a day it was. Das haben wir gesehen bis jetzt vor den Activities. Jetzt werden wir Essen bestellen, wahrscheinlich. Beim Prinzip ja alle müssen, habe ich Kleider und brauche sehr viele Kleider. Und darum haben wir Dreck gewaschen. Naja, in dem Fall haben wir mal fertig gesagt.